Battlefield 4 ist der neueste Teil aus der Battlefield-Reihe. Das Spiel kommt vom schwedischen Computerspielehersteller DICE und wurde gepublished von Electronic Arts. Veröffentlicht wurde es letztes Jahr am 31. Oktober 2013. Jetzt haben wir Juni 2014. Es ist kaum mehr als ein halbes Jahr vergangen und, man merke, Battlefield 4 läuft noch nicht mal richtig. Was machen wir? Richtig, wir kündigen einfach ein neues Battlefield an und vergessen das alte und scheißen auf die ganzen Premium-Nutzer und scheißen auf die Leute, die 110 Euro oder was weiß ich was gezahlt haben für ihre Konsolenversion mit Premium und wir machen einfach ein neues Spiel und es wird viel besser und das alte war sowieso kacke und jetzt kommt eine richtig geile Story, die wir richtig gut machen. Und woher kennen wir das Ganze? Von der Konkurrenz. Also bevor jetzt manche denken, das ist irgendein großartiges Hassvideo gegen Electronic Arts, DICE, Battlefield, was weiß ich was wird. Nein. Ich bin ein großer Battlefield-Fan, mir macht die Serie Spaß, Battlefield 3 und 4, aber auch damals mit Battlefield 2 hatte ich jede Menge Spaß, die Serie an sich gefällt mir. Auch wenn wir jetzt Battlefield Hardline und das, was wir bis jetzt davon gesehen haben, nehmen und jemand zeigen, der noch nie Battlefield gespielt hätte, ihn von Rechner setzen, dann hätte der einen mega Spaß, weil es objektiv gesehen, ohne jetzt irgendwie mit anderen Teilen der Battlefield-Serie zu vergleichen, oder das, ich sag jetzt mal, das Szenario von den anderen Battlefield-Teilen mit einzubeziehen, wird Battlefield Hardline ein solides, vielleicht sogar gutes oder sehr gutes Spiel. Das kann man jetzt nicht beurteilen, aber schlecht wird es nicht, weil die Engine relativ gut ist, weil da Visceral Games dahinter steckt, die haben die Stories für, oder was heißt die Stories, die kompletten Games von Dead Space gemacht, also die kennen sich auch ein bisschen aus, unterstützt werden sie von DICE. Also an sich gesehen wird das Spiel solide bis gut. Was mich aufregt, ist die Art und Weise, wie man mit der Battlefield-Serie in Bezug auf dieses Spiel umgeht. Und da fängt es bei mir schon an mit den DLCs und mit Premium und mit dem Release-Termin von Hardline. Wir fangen mal an bei Battlefield 3. Battlefield 3 wurde released im Oktober 2011. Dann kann man sich dazu immer Battlefield Premium kaufen, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, kostet 50 Euro. In Battlefield 3 hatte man 5 DLCs. Die hat man alle dann, ich sage es mal, nachgereicht bekommen. Man zahlt am Anfang die 50 Euro und hat dann keine Sorge mehr, kriegt die DLCs so danach halt nachgereicht und hat am Ende sogar noch ein bisschen Geld gespart und noch ein paar ganz spezielle Sachen. Ist ja soweit ganz fair. Also, Battlefield 3, Oktober 2011, erstes DLC, das war Back to Karkand, Dezember 2011, einen Monat später. Dann kam Close Quarters erst im Juni 2012, Armored Kill kam dann noch ein bisschen später, das kam auch erst 2012 und zwar am 18. September. Dann kam Aftermath, das kam sogar erst im November 2012 und Endgame erst im März. Das heißt, es gab 1,5 Jahre DLCs. 1,5 Jahre konnte man davon ausgehen, dass spätestens wenn das neue DLC rauskommt, kommen alle Premium-Spieler zurück auf die Server und zocken nochmal Battlefield 3, dass die Hütte kracht. Und das über 1,5 Jahre. Das heißt, wenn ich am Anfang die 100 oder 110 Euro, die Battlefield und Battlefield Premium kostet, wenn man sich, sag ich mal, komplett normal kauft, ohne irgendeinen Bundle, dann habe ich 1,5 Jahre damit Fun. Okay, das klingt fair. Jetzt kommt Battlefield 4. Battlefield 4 kam letztes Jahr im Spätjahr raus. Dafür erhältlich ist jetzt schon China Rising, Second Assault, Naval Strike. Second Assault sind nur alte Maps. Okay, Back to Karkand war das auch, aber Second Assault, ich behaupte jetzt mal Battlefield 3 und Battlefield 4 liegt sich näher, da wird es nicht so schwer gewesen sein, das umzuändern. Dragon's Teeth und Final Stand, das sind DLC 4 und 5, die kommen im Sommer 2014. Spätjahr 2013 bis Sommer 2014 macht genau ein Dreivierteljahr DLC-Support. Die Zeit hat sich halbiert. Ich zahle immer noch 110 Euro oder 100 Euro und ich habe ein Dreivierteljahr diesen DLC-Support und danach stirbt das Spiel langsam aber sicher aus, weil immer sobald ein neuer Teil kommt, wandert die Spielerschaft weiter. Und ja, was kommt? Richtig, es kommt Battlefield Hardline. Und wann kommt's? Im Spätjahr 2014, perfekt dazu, bis Premium ausgelaufen ist, oder ausgelaufen ist und alle Spieler, die Premium hatten, schön in Laden rennen und weil ja keiner mehr Battlefield 4 spielt angeblich, schön Battlefield Hardline kaufen. Ach, dazu gibt's ja auch Premium, das kaufen wir jetzt besser auch. Ach, und wie lange geht es? Noch keine Ahnung, wir wissen die Release-Termine noch nicht so genau und zack, geht's wieder nur ein Jahr und dann steht wieder das nächste Battlefield vor der Türe. Bis jetzt war das nicht so, aber man sieht's ja wie gesagt bei der Konkurrenz, oder was heißt Konkurrenz, bei Call of Duty. Da sind es aber mehrere Entwicklerstudios. Hier haben sie jetzt Visceral Games geholt. Ja, aber da habe ich doch lieber die ganzen Ressourcen,
die ich bei DICE habe, auf Battlefield 4 und bringe dieses Spiel zum Laufen, um allen Nutzern oder den Premium-Nutzern ein richtig gutes Spielerlebnis für ihr Geld zu bringen, anstatt jetzt Leute von DICE zu Visceral zu setzen und denen zu erklären, wie ein Battlefield geht. Dabei programmieren die aber noch gar kein richtiges Battlefield. Das ist eine Mischung aus GTA 5, Payday und Battlefield. Das ist quasi so, als hätten die drei eine romantische Nacht zusammengebracht und irgendwann 9 Monate später ploppt halt Battlefield Hardline raus. Es ist so ein bisschen trendy, die neuen Konsolen sind es da, PS4, Xbox One, und ich behaupte mal, wenn Battlefield weitermachen will mit dem Kriegsszenario, dann wollen sie wahrscheinlich mehr Panzer, mehr Flugzeuge, mehr Spieler, größere Maps, und dass da die Konsolen mithalten und gleichzeitig noch die Grafik aufbauen, ich glaube, so weit sind die nicht. Und jetzt machen sie die einfache Lösung, sie schnappen sich einfach Battlefield 4, das sieht ja noch ganz gut aus und es ist ein genauer Reskin. Man darf das Material von Electronic Arts für das neue Battlefield nicht verwenden, ansonsten würde ich es euch zeigen in dem Video. Das ist ein Cops vs. Robber-Spiel oder Cops vs. Gangster-Spiel, das genauso aussieht wie Battlefield 4. Ich glaube, im Trailer hat man die UMP-45 gesehen. Die sieht 1:1 aus wie aus Battlefield 4. Und die sah ja schon vom Modell aus wie aus Battlefield 3. Also das ist genau die gleiche Grafik. Jetzt ist Gameplay geleakt aus der Beta angeblich. Ich weiß nicht, ob das eine sichere Quelle ist, aber es sieht relativ sicher aus. Das Game sieht genau so aus. Es ist ein reiner Reskin. Und ich glaube, das hat man schon damals mit Battlefield Bad Company 2 in Vietnam gemacht. Mit dem Unterschied, da war es ein Add-on oder ich sage es mal ein DLC. Hier ist es ein Vollpreisspiel, das nächstes Jahr rauskommen wird und es einfach mal 50 Euro kosten wird. Plus vielleicht Premium. Und ich schwör's euch, bei dem Battlefield Hardline, da wird man sich dann noch wahrscheinlich die Tarnungen kaufen können, die man sich sogar nicht erspielen kann, wie bei COD jetzt mittlerweile. So irgendwann an Weihnachten kommt eine schöne Tarnung für die Waffen raus und dann fahren alle mit ihrem Weihnachtspanzer auf der Map rum oder mit ihrem Weihnachtspolizeiauto jetzt und der komplette Flair geht verloren. Die Battlefield 3 steht eigentlich für Teamplay und Epic und was weiß ich was und für geile Kriegsgefechte zwischen Simulation und Arcade. Und jetzt wird es ein scheiß Payday GTA 5 Battlefield Abfuck-Mischmasch mit der Grafik aus Battlefield 4, und wenn es den Netcode von Battlefield 4 hat, dann können wir uns alle einen Kopfschuss geben, weil der geht gar nicht. Und dann drosseln sie die Spielerzahl runter, weil ja, Cops und Gangster, das muss man ein bisschen realistischer halten, aber nein, im gleichen Moment fliegt ein scheiß Kampfjet durch den Trailer, ein Kampfjet. Cops, die einen Kampfjet haben, das muss man sich ja denken, das ist so weltfremd wieder, das ist so bescheuert. Die hätten einfach Close Quarters ausarbeiten sollen, mehr Zerstörung in Innenräumen, sagen, komm, 6 gegen 6 und wir machen es wie bei SWAT. Man stürmt ein Haus. Das wäre geil gewesen. Aber das, was sie jetzt machen, wird Battlefield auf kleinen oder vielleicht auch auf großen Karten, Cops vs. Robber, was ein komplett hirnrissiges Szenario ist, wenn man es dann wieder auf eine Map packen würde, wie was weiß ich was, wie Caspian Border in der Größe, Cops vs. Robber, so ein Schwachsinn, dann mit Kriegsflugzeugen auf Einbrecher zu schießen, die eine Bank ausgeraubt haben, das ist so fremd und es passt einfach nicht in die Battlefield-Serie. Die Cash-Cows, die sie zu melken haben, sind Battlefield Heroes und Battlefield Free-to-Play und das sollen sie auch gerne machen. Da können sie ihre scheiß Bezahltarnungen einführen, ihre scheiß kauft ihr diese Waffe, aber dass man sich jetzt schon die Battle Packs in Battlefield 4 kaufen kann und die ganzen Ausrüstungsteile, so jetzt kaufst du früher, dann musst du es nicht freispielen. In Hardline wird das, behaupte ich, noch viel mehr und das ist das, was mich dann richtig nervt. Und da machen sie eine richtig gute Serie kaputt, weil es hätte einige geile Möglichkeiten gegeben. Und dass ihnen das Spiel nicht so gut gefällt oder dass sie ein bisschen Schiss haben, zeigt ja schon, dass keine 5 im Namen steht. Ein Jahr später kommt Battlefield Hardline raus, wird nicht mal richtig von DICE entwickelt, deshalb packt man keine 5 rein, aber die Spielerschaft wird zum großen Teil trotzdem weiterziehen und das ist der Scheiß daran. Und das ist das, was mich daran nervt. Das Spiel an sich mag gut sein, das Einzige, was mich stört, ist Battlefield im Namen, ist die Tatsache, dass DICE die Ressourcen jetzt von Battlefield 4 wegzieht oder von einem möglichen Battlefield 5 und dass sie jetzt so tun, als wäre das Spiel dann wahrscheinlich die Erleuchtung, so wird es auf der E3 präsentiert, oh, eine völlig neue Story mit Charakteren, in die man sich reinversetzt und bla bla bla. Ey, dann macht es doch mit Battlefield 4 oder Battlefield 5, aber macht doch nicht diese scheiß Hardline. Und das ist das, was mich nervt. Und das ist das, wo ich auch ein Stück weit eine Gefahr sehe für DICE und für Electronic Arts, ist vielleicht nicht finanziell, aber dass sie die Serie entfremden. Die Serie verliert an Charakter. Bad Company hat super in die Serie gepasst, obwohl es mega, ich sage jetzt mal, anders war. Genauso wie Bad Company 1. Die waren anders, aber haben reingepasst. Aber das, was jetzt kommt, das kann ich zu Battlefield nicht einordnen. Jetzt, was denkt ihr darüber? Wäre es nicht besser gewesen, dem einen neuen Namen zu geben, nur Hardline zum Beispiel? Weil ich finde es ganz interessant, die E3 steht vor der Tür, da werden sie wahrscheinlich genau das Material zeigen.
Grafisch sah es nicht so gut aus. Soll halt noch angeblich Alpha oder Beta sein. Naja. Mich interessiert auf jeden Fall, was ihr darüber denkt. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt, wieso nicht. Sagt, was ihr darüber denkt. Vielleicht seid ihr Fans von dem Spiel. Kann ja durchaus sein.